Hallo zusammen! Hallo! Willkommen zu einem neuen Ausflugstipp. Wir begrüßen euch heute aus der schönen Innerschweiz. Für uns geht es heute nämlich auf den Stoss rauf. Dort sind wir schon manches Jahr nicht mehr und in der Zwischenzeit hat sich auch ziemlich etwas da. Es hat eine neue Bahn gegeben und die hat es recht in sich. Das ist die steilste Standseilbahn der Welt. Ich glaube, da könnt ihr euch vorstellen, dass der Andrang ziemlich gross ist, vor allem am Tag wie heute, am Samstag. Wir haben darum einen kleinen Tipp für euch. Wir haben unser Ticket schon im Zug gelöst und dann auch direkt auf unseren Swisspass geladen. Und das hat jetzt den Vorteil, dass wir nicht nur direkt an der Schlange vorbei können, sondern im September haben wir mit dem Swisspass auch 30% aufs Gipfelerlebnisticket und mit dem könnt ihr dann für einen Tag lang die Bahnen hier im Stossgebiet frei nutzen. Ja, es ist wirklich noch ein cooles Erlebnis, vor allem wenn man gerade in die erste Kabine geht, also wenn man reinkommt, gerade die erste links, weil dort siehst du wirklich mega gut ab und dann siehst du auch wirklich, wie steil das ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier oben und wir werden noch eine Wanderung machen, eine wunderschöne Gratwanderung jetzt hier. Aber wir warten auf super schönes Licht, darum gehen wir jetzt zuerst etwas essen. Sehr heiße Tauer. Oh, ich bin immer noch voll von diesen Käsespätzchen. So gut wie sie sind, so schwer sind sie auch, aber jetzt können wir noch ein bisschen verdauen und noch ein bisschen geniessen. Ja, das war jetzt fein. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen Siesta gemacht, haben die Kühe und den Geissen gleich gemacht. Und ja, jetzt geht es hier drauf. Eben scheint es jetzt so eine ganz schöne Wanderung, die wir machen können. Wir sind gespannt, was wir hier für eine Aussicht haben. Oh ja, ich auch. Auf der Vierwaldstättersee sieht man und auf was sehen wir noch? Zürichsee? Hat es nicht geheißen, auf 10 Seen? Das ist doch von der Regierung. Das hat geheißen, glaube ich, 10 Seen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das ja, stimmt. Stimmt. Ja, kann sein. 10 Seen. Ja. Und dann schauen, ob wir alle 10 finden. Das sind Ja. noch mega viele. Falls ihr die Gratwanderung auch mal machen wollt, haben wir noch mal einen kleinen Tipp für euch. Und zwar machen sie am Samstagabend, weil dann könnt ihr eines der letzten Bändchen nehmen, das hier drauf geht. Die letzte Fahrt am 4 Uhr.
Und nachher könnt ihr überwandern bis zum Frohnalbstock. Dort habt ihr dann am Samstag bis um 10 Uhr am Abend Zeit, um das letzte Bändchen wieder zu verrutschen. Und das heisst, vor allem an so einem Tag wie heute, wo so viele Leute in die Berge haben, habt ihr dann die Gratwanderung fast für euch allein. Wahnsinn. Doch nichts über eine schöne Gratwanderung. Wenn du einfach links und rechts kannst staunen. So viel zu sehen ist, dass dir sogar wirklich die Worte fehlen. Absoluter Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Das ist wirklich mit Abstand die schönste Gratwanderung, einmal die mit der allerschönsten Aussicht, die wir je gemacht haben. Darum haben wir auch für einen Weg, wie lange? Knapp 2 Stunden haben wir jetzt sicher mehr, also wirklich mehr wie 4 Stunden gehabt. Ja. Aber wir haben halt so oft einfach müssen anhalten, die Aussicht geniessen, ein paar Fotos machen. Die eine oder andere Aufnahme. 2, 3 haben wir glaube gemacht. Wow. Also wenn wir noch nie da oben waren, das lohnt sich auf jeden Fall. Nicht vergessen das super Angebot, das es im September gibt. Genau. 30%. 30%. Auf das Tagesticket für die Stossbahnen. Und vor allem in Kombination mit die Variante, die wir jetzt gemacht haben für dich, am Samstagabend mit dem letzten Bändchen wieder runter, dann haben wir wirklich Zeit und glaubt mir, die Zeit, die brauchen wir. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Habt euch Sorge. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.